Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist ein Minecraft Modpack, Technode Thermacraft. Und ja, ich würde sagen, wir springen gerade mal rein und ich erkläre euch dann, was es genau geht. So, wir sind jetzt hier in einer Welt, in einer neu generierten, und wir sind an einem sehr interessanten Ort gespawnt. Auf jeden Fall. Das Modpack heißt ja Technode Thermacraft und das stammt ab von Terra Thermacraft. Und das Modpack macht eigentlich Sachen schwieriger. Vor allem am Anfang. Aber es macht das Ganze halt auch ein bisschen, wie soll man sagen? Es ist sehr viel deutsche Wörter mehr rewarding. Und ich dachte, ich probiere das jetzt mal. Ich werde wahrscheinlich wieder relativ viel schneiden, je nachdem. Ich muss mal schauen. Falls ihr das gut findet oder nicht so gut, könnt ihr mir das gerne sagen. Ich versuche da auf eure Wünsche einzugehen. Und die Folge werden wahrscheinlich so 15 bis 20 Minuten lang sein. Falls euch das nicht passt oder passt, könnt ihr das auch gerne anschreiben. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in das Buch, das wir hier in der Hand haben, während die Welt noch ein bisschen ladet. Technode Thermacraft. Bla 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 bla, Special Thanks und so weiter. Da sehen wir noch, um was es ein bisschen geht. Ich lese euch das jetzt nicht vor. Das heißt ungefähr, ja, es gibt Quests und so und es gibt da mehr Zugang. Quests geben Zugang zu besseren Modpacks. Und wir haben 45 Quests in total. Wir haben 3, die wir schon unlocked haben. Wir haben noch keine fertig gemacht. Es gibt Lives, das heißt, wenn man stirbt, verliert man das Leben, offenbar. Es gibt Parties, das ist wahrscheinlich mehr für Multiplayer. Oder es gibt Reputation. Ich weiß nicht, ob das mit anderen Spielern ist oder ob das mit NPCs ist. Aber wir sagen, wir schauen mal unsere Quests an. Wir haben Stone Age, Casting Age und Iron Age. Ich würde sagen, wir fangen im Stone Age an. The age which you must make do with tools made from stone. You will learn the basic of survival. Also mit anderen Worten, wir müssen ja, uns zuerst mal ein bisschen aufschaffen und da haben wir unsere ganzen Quests. Sieht das schon mal gut aus. Und ich würde sagen, welcome to Terra Thermacraft. Fangen wir gerade mal an. Where we learn everything about Minecraft has changed. Also, Terra Thermacraft or TFC is a total conversion that changes most of the things we know about how to play Minecraft. The first thing we will want to do to survive is to go and find some sticks and rocks. Sticks and rocks can be found randomly on the ground and sticks also from breaking leaves on trees. Also wir brauchen 7 Sticks und 7 Rhyolite Rocks. Okay. Ich würde sagen, das machen wir auch gerne mal. Ist das ein Rhyolite? Das ist ein, Moment mal, Claystone. Oha. Ich weiß nicht, ob wir den auch benutzen. Ich glaube eben nicht. Auf jeden Fall suchen wir jetzt mal ein paar Steinlein. 7 um genau zu sein und 7 Stück. Wenn ihr vorne vielleicht dort am Strand gesehen habt, bekommt man Stück vom Strand. Aber, wenn ich mich richtig entsinne, kein Stück auch aus einem Baum. Super. Gut, dann da 7 Steine. Mal schauen. Vielleicht kann man es ja machen, dass die 7 Steine doch zählen, auf irgendeine Art und Weise. Maybe auch nicht. Wir sehen's, wir sehen's. 5, 6, auch schon nochmal ein Stückchen. Da, 7. Okay. Let's see. Es funktioniert doch. Okay. Ja, well, gut. Claim Reward. Wir haben ein neues Herzchen bekommen und ein Andesite Rock. Gut. Dann gehen wir mal zurück. Und schauen wir Napping 101 und Fire Pits. Ich weiß nicht, was Napping ist. Fire Pits, das könnte man gut gebrauchen. Wir brauchen Oak Log und ein Full Heart. Also, das bekommen wir. Dumm. Wir brauchen einen Fire Starter. So. Where we learned the primitive means to cook things. The first thing you will need to make a fire pit is a fire starter. You'll need 2 sticks to rub together. Okay, das würden wir doch schaffen, oder? Das schaffen wir doch. Weil die haben wir ja noch, die müssen wir nicht abgeben. Ist sich das oder? Ja. You have added 1 to your total life. You have 21 remaining. Das heißt, wir können jetzt 20 Mal sterben, bevor wir tot sind. Oder so.
Gut. And Andesite Rock. Ich glaube, so. Hey, Firestarter. Yes. Gut. So. Und Quests und Temporary Lights. Ah. Das ist mehr als, das ist so eine Quest-Serie. Okay, okay. The fire pit is used to craft torches, cook food, and more. The fire pit is made by throwing 3 sticks on the ground and lighting that block by right-clicking with the fire starter. If you're successful, the fire pit will appear. Throw a piece. Whoa. Moment. Da. Throw a piece of straw down with the sticks to increase the odds of a fire pit forming. Once you have the fire pit is formed. Also das tönt nicht nach korrektem Englisch. You will need to fuel it with logs, which can be placed in the left slots or by dropping on the fire pit. You'll also need to protect your fire pit from rain, or it will go out. Tönt logisch. Things you want to heat go in the top rightmost slot, and will drop down to one of the lower slots when complete. Place a stick in to make a torch. Tönt auch sehr logisch. Torches are your early source of light, but they burn out over time, or if they're exposed to rain. You can relight torches by right-clicking it with a lit torch. You can craft more torches by right-clicking with a stick and extinguish them by right-clicking with another. As anything other than a torch or a stick. Crafting torches in fire pits, forges gives 2 torches. Okay, blah, blah, blah. Or 1 from lighting from another torch, although fire pits won't light blocks. Although fire pits won't light blocks on fire, we don't suggest you walk on them. Das tönt noch irgendwie logisch. Also wir throwen da mal Sticks auf den Boden. Ich meine, das sieht doch nach einem schönen Plätzchen aus, wo wir ein bisschen uns austesten können. Oder vielleicht dort hinten. Wobei, da haben wir Bäume. Ich glaube, ich bleibe mal da. Was ist das dort hinten? Das sieht aus wie so ein Sumpfding. Und im Boden hat's, also im Wasser hat es auch noch so Algenzeug. Ich finde, das macht schon was her. Das macht schon was her. Okay, dann mal 3 auf den Boden schmeißen und versuchen, das anzuzünden. Oh, krass. Okay, also ich meine, jetzt ist Fire Pit. Und wenn man da Sticks rein tun, dann sollte das doch irgendwie Torches geben. Nice. Machen wir gerade nochmal eine Torch. Und boop. Nice. Und die ist heavy. Okay. Dann einmal Claim Reward. Awesome. Nochmal das Herzli. Jetzt haben wir schon 22. Krass. Was mache ich mit Oak? Ich weiß es nicht. Let's befrag das Questbuch. Zurück. Napping 101. Stone tool fundamentals. To begin napping a stone tool, you need to have a stack of at least 2 rocks. Use the andesite rocks provided. Right-click while they are in your hotbar to open the napping interface. The patterns for napping are available in NEI. Also das ist der Not Enough Items Mod. Pick one. Aha, das sind unsere Rewards und von dem können wir einen nehmen. Ich glaube, ich nehme Basalt. Noch eine. Und Andesite bekommen wir zurück. Cool. Ich würde sagen, wir machen einen Stone Axe. Stone Axe. Aber für das muss ich jetzt erstmal kurz was suchen. Stone Axe Head. Stone Axe Head. Wieso dass es das auch irgendwie 4-mal gibt, verstehe ich nicht. Okay, das ist Recipe. Ah, okay, das sind wahrscheinlich einfach die verschiedenen Steine, nehme ich jetzt mal an. Ja. Also, es muss da ein 3x4 Feld und dann da jeweils noch so ein Ding, wo rausschaut. Seht das wie ein Dings vom Kopf. Das ist doch auch etwas. Okay. So. Oh mein Gott! Wir haben sogar das Achievement bekommen. Krass. Okay, also wir haben jetzt einen Stone Axe Head. Dann schauen wir mal. Bekommen wir. Fundamental Tree Feller. Combine your stone axe head with a stick or a bone in your crafting slot. To craft your first stone axe. In TFC, when you break a log in a tree, the entire tree above that block will break, and the leaves will instantly despawn and not drop any saplings or sticks. So be sure to collect what you need from those leaves before chopping.
Stone axes are key early weapons. In TFC, weapons deal different types of damage. The axe deals slashing damage. Slashing damage is effective against zombies and Enderman. Well, good to know. So, ich brauche glaube noch irgendwie so ein bisschen Sticks. Sticks and stones can break my bones, was eigentlich. Geht das auch so? Geht das so? Tatsache. Tatsache. Das ist ja richtig logisch, das Spiel. Oh mein Gott. Okay. Ich sage, das tun wir mal da an, das tun wir mal alles außen dran, das tun wir da vorne an. Feuerstarter können wir eigentlich noch behalten. So. Dann tun wir mal den Baum fällen. Oder, Moment. Zuerst haben wir mal unseren Reward. Wir nehmen Basalt. Nice. Dann tun wir mal schauen. More on Stone Tools. Okay, das machen wir glaube ich später. Ich werde jetzt erstmal einen Baum fällen. Weil, ja. Wer fällt nicht gern Bäume? Oh wow, die Bäume sind ja so abgerundet. Krass. Okay, dann wir mal einen Baum fällen, mal schauen wie das aussieht. Ich habe schon vor einer Weile mal Terra Firma Craft gespielt, aber das ist halt schon... Was ist jetzt das gewesen? Ist das Weile her? Ah, es laggt einfach, das ist es gewesen. Okay. Okay. Well. Ich würde sagen, wir werden einfach mal weiter Quests machen. Was haben wir denn da? More on Stone Tools, where you learn about tools added by TFC that we will need to survive. Stone Javelin. A javelin is a ranged weapon that can also be used in melee. The javelin does piercing damage. Oh, schön. Which is more effective against bears, creepers, bears, and wolves. Skeletons are immune to piercing damage. Don't bother using it against them. Well, let's make a javelin, würde ich sagen. Dieses Level geht irgendwie ab. Why? I don't know. Ups. Sieht wenn ich... Also Controls muss ich dann vielleicht mal noch ändern. Javelin. Yeah. Javeline. Oder? Stimmt noch so? Oh, und die vielleicht am Schluss. Stone Javelin Head. Okay, das sollte ich glaube gerade noch schaffen. Da drüben weg, da drüben weg, da drüben weg. Okay, machen wir mal ein on the side. Javelin Head. Puck. Yes. Gut. Und dann Stick und Javelin oder so. Aha. Nice. Okay. Wir sollten uns vielleicht bald einmal... das sieht nach einem Sturm aus. Wir sollten uns bald vielleicht mal irgendwie ein Zuhause machen. Irgendwo. Irgendwie. Ich gehe mal auf die Suche nach einem Zuhause. Und... vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Ich wieder... Billy. Was ist das Billy? Ich kann Billy machen! Ich liebe es, Billy zu züchten, weil die sind so nützlich für alles. Also kommt drauf an, welche Mods alles drauf sind. Aber ich glaube, die sind so ziemlich für alles nützlich. Gehen wir mal einfach hoch rauf. Hoch rauf ist immer gut. Aber übrigens, man kann durch Blätter durchlaufen. Was sehr nützlich kann sein, nicht muss sein. Ja. Das heißt, wir können nicht auf Bäume verspringen, sondern wir landen einfach im Baum inne. Oh, was ist das? Pine Sap. Okay. Also, das sieht sehr interessant aus. Ich würde sagen, wir schlagen dieses Lager einfach mal da oben auf. Das ist doch ein Plan, oder? Die Musik. Die Musik. Einfach mal... es hat sogar die Fackel in Hand leuchtet Mod drin. Also da sehen wir so, es gibt auch Stücke auf dem Boden. Und Stein, halt logisch. Ich kann mal eine Fackel platzieren. Einfach damit kein Creeper spawnen oder so. Krass, I hate Creeper. Also ungefähr so wie jeder andere Mensch wahrscheinlich. Und dann fangen wir einfach mal an. Bäume fällen. Why not? Why not? Also...
Beziehungsweise, ich sehe gerade von meiner Uhr, die Zeit ist schon wieder um. Also beziehungsweise, ja, fast um. Aber ich gesagt 15 bis 20 Minuten und jetzt sind gerade 15 Minuten vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Terra Firma Craft. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn das Ding da sich mal wieder update. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Modpack haltet. Ich finde es noch recht geil. Es wird zwar am Anfang verdammt anstrengend sein, bis man irgendwas aufgebaut hat, aber dafür ist es sehr rewarding. Ich weiß nicht mehr, wie man das auf Deutsch sagt. Aber ja, egal. Schreibt es in die Kommentare und ich hoffe, ich sehe euch nächstes Mal wieder. Tschüss.